sehr herzlich begrüßen Herrn Professor Grassen, der sich bereit erklärt hat, die Moderation von dieser Runde dann zu übernehmen. Vielen Dank, Herr Professor Grassen. Ich hatte Sie ja vorher dann vorgestellt als früherer Leiter des WWGU, das ist der Wissenschaftsbeirat für Umweltfragen, so ist es. So. Und jetzt übergebe ich Ihnen dann das Wort. Dankeschön. Ich möchte mich zunächst bei Herrn Knies bedanken für den Vortrag, der mich erinnert hat an viele Debatten in diesem wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen der deutschen Bundesregierung, der 1992 unmittelbar vor dem großen Erdgipfel in Rio de Janeiro von Bundeskanzler Kohl eingerichtet worden ist und der auch etwas zu tun hat mit den Stimulationen von unserem Erneuerbaren Energiengesetz und vielen anderen Aktivitäten. Warum ist das in Hamburg und in Deutschland entstanden, dieses Konzept? Die Antwort ist einfach, weil Vorträge dieser Art zu Klimaänderungen, zu Entwicklungsdiensten seit Jahrzehnten in unserem Land intensiver geführt werden als in den meisten anderen Ländern und dadurch die Bevölkerung in gewissem Sinne weiß, dass da ein Problem gibt. Auch wenn da sicherlich in 20 Jahren noch immer welche sein werden, die sagen, es gibt keinen erhöhten Treibhauseffekt. Die Menschheit ist so gestrickt, dass immer 1, 2 Promille auf der Scheibe leben wollen, obwohl wir auf einer Kugel leben. Es gibt auch heute noch Vereine in Deutschland, die sich dafür einsetzen, dass dieses Wissen, dass wir auf der Scheibe leben, einen Durchbruch erhält. Ja, damit meine ich, man sollte jetzt gegen Kritiker tolerant sein. Man wird sie nicht überzeugen können in den meisten Fällen, aber man darf sie auch nicht hochheben und man darf sie vor allem nicht gleich unmittelbar immer wieder beschimpfen. Dieses Desertec-Projekt hat ja auch Kritik hervorgerufen, bei denen die predigen, dass auch Deutschland seine gesamte Energieversorgung direkt in situ von der Sonne holen kann und vom Wind. Beide, so hätte Gerhard Schröder gesagt, können das wuppen. Solche Gruppen gibt es natürlich und es ist im Prinzip auch möglich, so wie Herr Knies das heute gezeigt hat. Es fallen auf jeden Quadratmeter deutschen Bodens im Jahresmittel 110 Watt herunter von der Sonne. Die kommen am Boden an, übers Jahr gemittelt, Tag und Nacht gemittelt, Sommer und Winter gemittelt. Und unser Energieversorgungssystem braucht zurzeit ziemlich genau 1,5 Watt pro Quadratmeter. Damit sind wir eine Region mit extrem hoher Energieflussdichte, wie wir Physiker das nennen würden. Aber trotzdem liefert die Sonne mehr als das 50-fache in Deutschland an der Erdoberfläche ab. Wenn Sie jetzt da draußen bei einem bedeckten Wintertag ein Messgerät aufstellen, das Solar Irradiance heißt es im Englischen oder Globalstrahlung heißt es im Deutschen, misst, dann werden Sie feststellen, dass da draußen jetzt mittags an einem Februartag bei bedecktem Himmel immer noch 100 Watt pro Quadratmeter herunterkommen und am 21. Juni bei wolkenlosem Himmel kriegen Sie 1000 bis 1100 Watt pro Quadratmeter. Früher waren es
ungefähr 100 weniger, als wir unsere Luft massiv verschmutzt haben. Als wir eine Luft hatten, die man jetzt in Shanghai oder Peking suchen muss. Aber wir Deutschen hatten solche Luft. Und wir dürfen eben deswegen nicht auf einen Chinesen schimpfen oder auf das Land China, dass sie in ihrer Industrieentwicklung fast dasselbe machen, wie wir es gemacht haben. Als ich nach Hamburg kam, das war 1976, waren die Tage selten, wo ich vom Geomatikum, dem Hochbau an der Bundesstraße, wo die Geowissenschaften untergebracht sind, zu den Harburger Bergen blicken konnte. Heute sind die Tage sehr selten, wo ich sie nicht sehe. Oder in anderer umformuliert, Luftreinhaltemaßnahmen, die die Politik getroffen hat, haben ihre Wirkung entfaltet. Und wenn man 2, 3 Jahrzehnte zurückblickt, dann sieht man, dass doch eine Entwicklung stattfindet, die schneller ist, als der Bürger sie zum Beispiel erkennt. Nehmen wir mal Klimaänderung durch den Menschen.